Freunde, das Katerberg Hochland hat es echt in sich hier. Bei Pokémon Legenden Arceus. Da zum Beispiel noch ein Gyarados im Wasser. Sehr cool. Und oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass ein Knose rausspringt. Krass. Ist so stark hier wieder, die Viecher. Die Raumzauberzeugung ist mittlerweile gespawnt, das heißt, da werden wir natürlich gleich auf den Weg hin machen. Donnerblitz macht nicht viel Schaden, das ist doch gut, denn das ist sogar noch die Krafttechnik. Um es zu schwächen. Alter. Ja, und das ist das, was mir jetzt ein bisschen Sorgen bereitet. Das heißt erstmal. Oh, oh, ich jetzt nah dran. Ah, ganz ehrlich. Ja, komm. Das Vieh schnell 55, also das ist jetzt lieber ein stärkerer Ball ein. Den antiken Hyperball. Was sind da hinten? Ah, noch ein paar Sneebel. Also, war es ein paar. Eins. Auch irgendwie Nahrung gefüttert, Exemplar gefangen, Leitexemplar gefangen, war eigentlich nichts Spezielles da. Level. Das immer so scheiße stark sein müssen. Okay, welche Ding könnte ihm schmecken? Monströse drachenähnliche Pokémon. Honigköder, viele Insektenähnlich sieht's nicht aus für mich. Vogel sowie Fisch-Pokémon? Nee. Bodenlebende Pokémon? Ja, Mineralköder. Fels sowie pflanzenähnliche Pokémon. Ich versuche mit dem Pilzköder, komm. Funktioniert, krass. So. Und da die Raumzauberzeugung ja gerade aktiv ist und ich mich doch ein bisschen beeilen will, heile ich jetzt mal noch schnell Magneson, dann geht es in den Kampf gegen Gyarados, weil ich ja schon wieder eins gespawnt. Willst du mal verarschen? Den Kampf nehme ich an. Das wird doch nichts. Au. Ich hatte schon ewig kein Gyarados mehr im Team, wenn ich ganz ehrlich sein darf. So, nochmal Tempo, weil es ein bisschen schwächer werden sollte. Das heißt, ich hoffe, ich kill es nicht direkt. Jo. Dafür ist jetzt Magneson am Arsch. Ich bezweifle, dass der nur Hydropumpe drauf hat. Der auch schon Eiszahn kann. Warte mal, ich nehme den Flügelball. Nee, kann man den Hyperball. Nein! Oh, ist das doof. Das hat mir verklickt, Freunde. Ah, sorry. Da ein bisschen zu schnell unterwegs. Oh, Ball spielt keine Rolle, schon das nächste da. So, da ich trotzdem gerne Magnus so nochmal einsetzen würde. Ne, nicht den hier, sondern den da. Das war sowas von klar. Wisst ihr, ist ein Flug-Pokémon? Nee, bringt nichts. Wobei, man muss vielleicht zur Verteidigung ja auch sagen, ich habe es in der frontalen Kopf geschmissen.
Nehmen wir es Level 54. Ja, Level 54. Das heißt, vielleicht ein stärkerer Ding, stärkerer Flügelball, die stärkste Version davon, wäre vielleicht effektiver gewesen. Der hat zurzeit nicht im Team. So. Hat er bloß immer mit seiner Hydropumpe, Alter. So. Wie lässig einfach, dass du den Ball schmeißt. So. Da haben wir noch einen Sneebel. Da ist... Wieder mal schnell berühren. Dankeschön. Dann hier noch schmeißen. So, und jetzt mal gucken. Die Abteilung ist genau da oben. Jetzt muss ich irgendwie da rüberkommen. Ja, da oben ist es. Ist schwer zu übersehen. Was? Also holt jetzt eigentlich nichts, Nibos. Alter, wo ist die hier gespawnt? Weiß eh nix. Wow. Ja, sorry, aber ich will die Items hier haben. Hat es vielleicht irgendwie mal ein paar seltene Items hier oder was? Immer nur diese scheiß Stücke hier. Wow, Alter. Das ist nicht das Spiel hier. Oh, das ist ein Kochnodon. Ein Fossilpoken, was macht denn das hier? Schmissen hier. Leute, das sind Kochnodon, Fossil-Pokémon, Raumzeitverzerrungen. Ja gut, macht Sinn, weil wie will sie sonst wieder herstellen, wa? Dass man die nicht frei oder wild fangen kann, dürfte glaube ich klar sein, weil so all diese Regionen ist auch wieder nicht. Das jetzt irgendwie Sinn machen würde. Dass man hier Fossil-Pokémon wild fangen könnte. Ah, ich tue das weh. So, haben wir überall. Ja, und da kommt schon das Empfangskomitee. Oder wohl ja Begrüßungskomitee. Jetzt hier oben noch etwas? Nee. Gleich kriegt den Schaden. Danke, Snibos. Und sonst sieht es hier nach Magenausbeute aus, ganz ehrlich. Nein, wir sind gleich alle wieder weg. Mist. Ah, Dreck. Oh, hallo. Die Ausbeute war ja lame. Keine seltenen Items oder so. Nee. Das Knirschmaterial, da ist noch ein Apollo. Da ist noch eins. Soll ich vielleicht mal Shelter einsetzen, um es zu schwächen? Das ist ein Herrscher-Geobatz da unten. Noch gar nicht gefangen. So. Das aber dringend mal ändern, wa?
Was überrumpel? Nö, wa? Geist-Pokémon mit einer Unlicht-Attacke. Hm. Ups. Okay, vertragen immer noch nichts. Schade. Hast du eigentlich einen Level-Kumpel? Also ich sogar nicht, okay. 60. Wobei ich Eltera wieder knacken. Aber naja, ich muss auch nichts irgendwie aufbeschwören oder so. Nebulak. War nicht sowieso irgendwie in dem vollen Pokédex-Eintrag von Nebulak? Was zum? Hä? Weil es Tag ist oder was? Wird abgehauen. Vielleicht hat sowas. Dann haben wir hier noch einen. Muss jetzt hin. Ja, da geht's da entlang. Achso, passt auch, gut. Achso. No. Ja, ist gut, deswegen muss ich gleich das Pokémon verschwinden. Meine Güte. Hä? So. Da bin ich doch voll dran vorbeigelatscht. Hier geht es nicht weiter. Ah, schön. Ah, da ist dieses scheiß Ding schon wieder. Das ist fucking Geowatz. Puh. Zum Glück aber jetzt nie was. Was, hier geht's nicht weiter? Hier geht es nicht weiter. Mhm. Du verlässt die Hisui-Region. Oh, schade. So. Na, dahin, aber jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Beziehungsweise zum schnellsten Stützpunkt zurück. Was für ein Stress, Freunde. So. Gerolberge, wieder mal ein bisschen was erforscht, ist doch schön. So. Wunderprächtig, also Pokédex-Einträge abgeben. Kino, so, Eintrag vollständig, perfekt, können wir mit einer Quest abschließen. Palim Palim Sneebel. Oh, Kampfgift. Ich frage mich zwar, ob ich so ein Hisui Sneebel auch zu einem Sneebuna entwickeln kann. Also nicht Sneebaa, sondern Sneebuna. Was? Nein! Ich hol gar nicht zurück. Nein! Wenn er ganz schnell verklickt. So schnell kann es gehen. Obwohl, andererseits können wir mal ganz kurz bei der Ginkgo-Gilde vorbeigucken. Seltene Waren, ja gut, ein paar Beeren, ja.
Mondähnlicher Stein, mechanischer Schrank, mechanische Kiste. Ah, okay. Ah, das ist natürlich klar, das ist auch Mondstein. Ah, so geht's, war? Du hast genug Platz? Okay, es wird in eine Lagerkiste geschickt. Mechanischer Schrank, diese mechanischen Dinge sind für Rotom, Freunde. Was, Alter? Okay, krass. Mal kurz ein bisschen Kohle generieren. Mal gucken, wo ich diese Scherben eintauschen kann. Ich hab's nämlich wieder mal vergessen. Die Gilde dankt. Alter, wieso wird das immer teurer? Verarschen sie einfach. Hä? Das ist einfach jedes immer irgendwie 20.000 teurer oder so. Da! Diesen Kühlschrank. Stammt er wohl? Na, woher wohl? Aus der verrückten Zukunft. So. Das Quest abschließen wird zwar bereits gehen, aber wir gehen natürlich wieder zurück. Wir wollen ja mit der Hauptstory eigentlich weitermachen. Die Frage war, welches von denen war jetzt näher? Hochland oder Bergbasis? Sieht klappt vernünftig aus. Jo. Sogar sehr vernünftig. Fundsachenforum. Schon über 2000 DP. Sehr gut. Ich glaube, damit kann ich mir schon mal 2 normale Entwicklungsgegenstände holen. So, warte mal. Von dem vielleicht ein paar oder noch ein paar von denen. Verkaufen ist momentan ja nichts. Da ist soweit wieder alles cool, aber könnte jemand noch was machen. Habe ich eigentlich noch diese. Achso. Leistungssans habe ich hier auch noch. Na komm. Das mache ich irgendwie auch immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal verwende ich es direkt, manchmal packe ich es in die Kiste. So, und der hier ist ein neuer, war der Mineralködel, aber Mineralköder. Behalten wir jetzt trotzdem mal noch. So. 2, 3. Hier passt eine Menge rein. Perfekt. So. Jetzt geht's wieder da hoch. Ich glaube, ich gehe einfach hier direkt straight nach oben mit Snivos. Dann wiederum latsche ich einfach rüber. Oh, hi. Was? Wo bin ich hier plötzlich gelandet? Einsames Areal für Skargen und ich habe es gerade gestört. Das tut mir natürlich leid. Hä? Was ist das für ein Baum hier? Sieht irgendwie so seltsam abgeholzt aus. Ganz creepy irgendwie. So. Skarg habe ich eigentlich genug und Schafzahn wollen sie mir nicht droppen, also lassen wir es mal fürs Erste.
Wie gesagt, wir haben momentan genug DPs, um die direkt zu kaufen und sonst überlegen wir halt was, damit wir irgendwie sonst mal noch kriegen. Drehen die offscreen mal noch ein paar Skargler fahren oder so. Da vielleicht mit der Hilfe von Ursa Luna, Supernase, einfach eine Option. So, waren wir jetzt gerade, bin ich jetzt eigentlich jetzt ungefähr richtig, so von der Höhe her und so. Ja, komm. Sammeln kann ich es eigentlich, weil ihr werdet es dann eh für die Dinger brauchen. Für die Flügelbälle und Zenitbälle und wie die alle heißen. So, da haben wir auch noch einer. Ja, hier waren wir auch schon mal. Kann noch mal ein Knusel drin sein, aber habe ich schon eins. Beziehungsweise jetzt ein Pokédex-Antrag auf 10 Jahre voll. Dann wackelt der Baum schon wieder. Ja, mal ganz kurz hoch hier, wa? Und das nächste Pokémon. Alter, ja, wimmelt sie nur von denen. Hier sogar noch ein Boss, super. Oh. Du bist aber neu, Kumpel, wa? Ein Hisui Voltoball, das sieht nur fröhlich aus, wa? Normalerweise sind doch irgendwie ein bisschen pissiger drauf. Oh, beinahe gekillt. Ist klar, Freundchen. So siehst du aus. So, warte mal. Haben wir Tempo mit Triplette, wenn man gucken will. Wir schauen, so eine Triplette abzieht. Okay. Mal Triplette wäre es down gewesen. Andererseits hätte ich eigentlich die Hoffnung gehabt, dass ich so ein bisschen schneller wieder dazukomme. Da blinkt was im Hintergrund. Ja, ich weiß, Kumpel, der ist irgendwie ziemlich nervig, das Voltoball. Hisui Voltoball, so. Was der wohl für einen Typus hat? Oh, ein paar hat's noch, schön. Da muss das Luxstar genau dort herumstehen. Die fette Kiste ist. Jetzt sogar noch ein paar Hisui Voltobälle mehr. Eine Knallkugel erschreckt. Ja, super. Jetzt können wir so ein Teil brauchen. Oh, haben sogar eins. Ist jetzt tot? Also. Hä? Hat doch jetzt eine Knallkugel eingesetzt. Warum soll das nicht funktioniert haben, verstehe ich nicht. Aber sowas funktioniert wiederum. Hä? Okay, muss ich nicht verstehen. Wir machen weiter, Freunde. Ich will zumindest in der Folge noch ein bisschen was erreichen, also gehen wir schon mal dahin. Auch schön aus. Was sind wir jetzt hier überhaupt?
Platz der Huldigung. So. Was ich zum Kampf kommen könnte. Ich weiß nicht, was uns hier alles erwartet. Direkt erstmal heilen. Wen von unseren Champs setze ich ein? So mit Pio und Draghi kommen. Ah, Tsubaki, natürlich. Und? Lässt mich jetzt rein oder was? Willkommen in der Hoheitsstätte von Elektroball, dem Mondgrußkampffeld. Ich mag jetzt, wann die Hindernisse in den Weg gelegt haben. Noch ein Teil von mir wollte auch, dass du es bisher schaffst. Jetzt sind es ja die eigenen Widersprüche, an denen der Mensch wächst. Ich, Tsubaki, wurde in den Diamantklang geboren, daher sehe ich es als meine Pflicht an, dem ehrwürdigen Sinnoh Freude zu bereiten. Ich will meinen König beschützen. Wenn du glaubst, mich besiegen zu können, kannst du gerne ein Glück versuchen, was? Skuntank. Zum Glück habe ich ja ein... Nee, ich habe gar keinen Bogen-Pokémon. Scheiße, Pio und Draghi ist das falsche Viech. Egal. Wird schon gut gehen. Na schön, Freunde. Ihr wollt doch die Fresse haben, könnt ihr haben. Oh, der redet erst, wie schwach die sind. Da droppt der Angriff wieder. Ich schätze jetzt mal. Pio und Draghi, nein! Es tut mir leid, du warst so ein guter Typi. Jetzt reicht's los, Tornupto! So, Freundchen. Stromstoß! Noch nie gesehen. Oh, jetzt weiß ich aber warum. Ja, natürlich ein Gift Unlicht, deswegen bringt es nicht viel. So, ich zeig dir mal, was ein richtiger Flammenwurf ist. Burn, Baby, burn! Das war's mit Skuntank. Nein, ich habe nicht verloren. Du hast lediglich gewonnen. Da gibt es einen Unterschied, hörst du? Nö. Ich hatte nicht genug Zeit. Wenn das wäre, hätte ich meine Pokémon stärker machen können. Ah, Diam sagt immer, dass sein wertvolles Gut ist. Ist etwa das, was er damit meint? Diamantclown, das ehrwürdige Sinnoh, sind ein endloses Quell der Weisheit. Oh Mann. Lass mich raten, jetzt willst du die Lieblingsspeise des Königsfisch im Ruhrgarn herzustellen. Habe ich recht? Allerdings kann ich dir da nicht weiterhelfen. Denn ich habe Elektroball für die Speise vollkommen vergessen. Alter, was ist das für ein Penner, Freunde? Wie wir diesen Penner wieder zur Vernunft bringen werden, zur Not prügeln wir ihn ihm ein, und zwar direkt in ihm. Da sind alle meine Pokémon auf ihn los. Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Zurück bei Pokémon Legend Arceus. Alter, was für ein Spacko, ey. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.